Ein Mädchen hat ein gutes Verhältnis mit ihrer Mann. Sie befriedigt sich. Und dann eines Tages, dann sagt sie, weißt du was, Ma, ruft sie ihre Mann an. Ma, weißt du was, ich habe mich mal wieder mit meinem Mann gestritten. Und an meinen Mann wirklich unterschuldigen oder wirklich zu strafen, meinen Mann, weil ich nicht mal wieder auf ein paar Tage in Haus komme, weißt du, das wird Hand. Lass mich ein paar Tage in Haus kommen, an meinen Mann mal zu strafen, wenn sie uns gestritten haben. Also es ist ganz klar, dass er die Schuld hat, nicht so. Und dieses Mal sagte man, nee, ich habe es nicht in Haus. Aber du merkst ja nicht, Punkt. Sag ich, weil wir dem nach der Strafe, das Mal kommen ich nicht die. Am den wirklich die Strafe, dann sagen wir, er zwei, dann wo ich da sagen, das ist noch nicht die Strafe. So viele haben die größte Strafe, die Schwierigkeit, aber das funktioniert alle nicht. Aber das kann ein gutes Verhältnis sein, kann ein schlechtes sein. Aber für ist das so, wo eine Familie für sich bloß eine Seite sein und nicht den Mädchen merken, du kommst nicht in du warst nicht halbsicher, wenn du gestritten auf Konsent hat, die Mann schuld, aber die waren halbsicher nicht. Nee. Ich war das allerlei auf meine Orten wies. Ich war das zu tun, als wie ich war seine, den nach der zu strafen, dass die mal bejaft. Ich war das auf meine Orten ganz klar, wo ich mein Mädchen bestunde. So viele haben aber die Angewohnheit, wenn eins ein Problem nicht redet, 3 Jahre nach der Fans fahren. Das wäre nicht, wenn sie gleich, oh, wir wollen sondern bloß nach der Fans fahren, um nicht zu reden. 3 Jahre nach Mann fahren. Komm bloß nach Haus. Das ist Part, wenn die Probleme, komm bloß nach Haus. Das ist, wenn man sagt, komm bloß nach Haus. Ein Haus ist jetzt sowieso nicht mehr, sie haben jetzt aufgeschnitten. Das Haus ist da, wo die wohnen dann. Das ist nicht mehr, dass in ein Haus kommt. Die kommen zu Besuch. Wenn sie dann den aufgeschnitten aus der hat sich befreit, dann hast du den aufgeschnitten. Das ist nicht, dass das Kind, wenn das geboren ist, dann ist es nicht krüppig war im Bock, wenn das hier bitte zu kalt ist. Nee, du bleibst bitte. Du bleibst da. So, du hast die befreit und du wirst das Teich kämpfen, du wirst die Halbsäge und du wirst das Teich führen. Und da braucht es für eine große Denkensänderung. Die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 12, Vers 2 sagt es, so stellt ihr nicht mehr die Welt gleich. Sie tun mal an der Welt, aber du kriegst die Döner dort nicht so dort. Nicht die Welt gleich stellen, sondern dort können Denkort ändern und können sein. Und dort prüfen, was Gott sein Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefallen und das Vollkommen. Was ist Gott sein Wille? Gott hat die Ehe gedacht, nicht du und ich. Wenn ich die Ehe gedacht habe, dann hat er früher gesagt, dass ich will. Wenn ich sehe, so perfekt, meine Frau ist so weit hängen geblieben, dann kann ich mal sagen, dass ich das will. Oder mein Mann ist es dort einfach, das soll mal ändern. Dass die dort den Denken ändern und sagen, was ist Gott sein Wille in dieser Situation? Das gibt Menschen, das gibt Menschen, die sagen, euer mit ihrer Mann redet mit Gott. Oder euer mit oder Jungs, die haben euer mit ihrer Mann redet mit Gott, auch nicht mit dem Partner. Er hat geprüft und funktioniert noch. Hast du mal mit den Knäuel versucht zu reden? Mal eins, wenn ich auf die Knäuel gehe, dann steht dort alle hier Buben, wenn ich sehe, so sehr klug. Sollen mal da hinkommen, wo ich sehe, ich war dort alle hier mit dem Verstand reden. Sag, nee, wach mal. Ich will nicht mal was anderes. Ich kann das nicht. Ich will einfach sagen, die Konflikte so zu lösen, dass Gott die Ehre ist. Ich will mein Denken ändern und ich will das auf Gott seine Orten wissen. Nicht immer uitpikken eens wo hij am straks zat en jullie wat de nächste Trick haben. Ich werde das konfrontieren und wir werden die Sache durchreden, so viel wichtig ist mir das. Nicht wenn es mein Partner, nur wenn es Gott, wenn du hast für alles Rechenschaft geben, auch selber mit deinem Partner am Jet.